Hallo zusammen, hier ist der Balz. Es ist wieder mal Zeit, um meinen Kalender vorzustellen. Ich mache seit 19 Jahren immer einen Postkartenkalender. Im November nächstes Jahr ist dann das Jubiläum. Und ich habe gedacht, ich erzähle mal ein paar Worte darüber, wie es überhaupt entstanden ist. Also ganz am Anfang war es so, dass ich irgendwie keine Lust mehr hatte, zum auf der Bühne zu stehen. Das war dann meine wichtigste Tätigkeit und habe einfach in diesen freien Öben im Dezember, nachdem ich ein Engagement abgebrochen habe, habe ich angefangen mit Fotos, die ich ein Jahr durchgemacht habe, die Postkarten gestalten. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Vor allem, als ich gemerkt habe, dass ich eine gewisse Sensibilität habe, dass ich Teilsachen anders wahrnehme, beziehungsweise dass ich Teilsachen, die für den Mainstream normal sind oder für die Gesellschaft normal sind, immer ein bisschen anders anschaue und finde, dass häufig kein Platz ist für das, was uns eigentlich wirklich gut tun würde und was nicht so viel zu tun hat mit Vorwärtskommen und Karriere und Normen. Und von dem her habe ich dann die Augen immer mehr aufgemacht, um zwischen dem, was offensichtlich ist, ein bisschen reinzusehen in etwas ein bisschen Feineres, in etwas ein bisschen, vielleicht auch etwas Entspannteres, etwas Ruhigeres, etwas, das vielleicht zu unserer Seele kann sprechen oder etwas, das uns daran erinnern kann, dass wir abgesehen von Vorwärtsgehen und von Leistung und von Entfaltung und von Mitmachen bei all dem, was von uns erwartet wird, auch eben Zeit brauchen, um mit uns zu sein, uns selber zu verstehen und was jetzt vor allem in den letzten 5 Jahren ein wichtiges Thema geworden ist, uns auch Ruhe zu gönnen, uns Achtsamkeit zu gönnen und innehalten zu können. Innehalten ist vielleicht ein deutsches Wort. Also, ja, mehr spüren, wo wir sind, wer wir sind, was wir selber brauchen und nicht so viel reagieren. Und mein Kalender gibt es immer in 3 Grössen. Das ist jetzt hier die mittlere, das ist die kleine, die gibt es schon am längsten. Und hier noch der Wandkalender. Ich werde wie immer ein paar Bilder ein bisschen besprechen, ein bisschen erzählen, was hier meine Gedankengänge waren oder was hier zu erwarten ist, wenn du den Kalender magst bestellen. Im Januar fange ich eigentlich immer mit einem einfachen, vielleicht motivierenden, hoffnungsvollen Zitat an, das uns hilft, den Einstieg ins neue Jahr zu finden. Das neue Jahr liegt vor uns wie ein Kapitel in einem Buch, das noch darauf wartet, dass es geschrieben wird. Denn der Februar ist mir ganz wichtig und die paar Leute, die den Kalender schon gesehen haben, haben auch stark darauf reagiert und haben gesagt, ja, Hilde Domin, wichtiges Zitat, ist das Zitat, das mir das erste Mal zu Bali begegnet ist, bei einer wichtigen Lehrerin, die das so in der Küche mit Klebband auf ein Blättchen geklebt hat. Es war sogar ein Foto von der Hilde Domin selber, wo sie es, so wie sie es mit Handschrift geschrieben hat. Und das Zitat spricht eigentlich für sich selber. Und ist auch wieder natürlich, wenn du sensibler bist als deine Umwelt. Oder auch, was jetzt im letzten Jahr mit ein paar von meinen Freunden der Fall war, wenn du gerade durch etwas Schwieriges durchgehst oder etwas musst durchstehen, wo viel von dir fordert, dass wir dann trotzdem irgendwie den Mut haben und Geduld haben und eine Zuversicht haben, zum immer wieder merken, aha, es geht nicht nur um mein Schicksal im Moment oder es geht nicht um meine Ängste, meine Sorgen, um meine Probleme, sondern es geht auch darum, dass das Leben an sich mysteriös ist oder eben ein Wunder ist. Und wenn ich geduldig bleibe und meine Hand dem Wunder entgegenstrecke, dann kann der Vogel auch darauf landen. So.
Dann mit was mache ich weiter? Ja, mit dem April. Aus deinen Wunden kann deine Weisheit entstehen. Häufig, wenn man in den Schwierigkeiten drin ist oder in den Schmerzen oder in einer Krankheit, sieht man das nicht so. Oder es ist auch sehr, sehr schwierig, dann quasi Geduld zu behalten oder Zuversicht zu behalten. Aber was ich jetzt selber erlebe, weil ich letztes Jahr sehr Probleme hatte mit chronischen Schmerzen und was auch 2 von meinen Freundinnen erleben, die sehr heftige Krankheitsgeschichten durchgemacht haben, ist das tatsächlich, wenn man denn das übersteht, also das kann auch eine Scheidung sein oder es kann ein Verlust sein oder es kann alles Mögliche sein, wenn man das dann übersteht, das, was man gewinnt, dadurch, dass man einer Art Ausweglosigkeit mal begegnet ist und die irgendwie überstanden hat, das, was man gewinnt, ist wirklich Weisheit. Und Weisheit nicht im Sinn unbedingt, dass man dann bei allen Fragen die beste Antwort hat, sondern auch im Sinn von, dass man seine Grenzen besser spürt, dass man besser merkt, mit was will ich eigentlich meine Zeit füllen, mit was nicht. Und dass jetzt alle Leute, die ich kenne, die so eine Sache oder eine Krise durchgemacht haben, sagen, es fällt ihnen viel einfacher, Nein zu sagen, weil sie viel genauer spüren, was bedeutet mir mein Leben eigentlich, woran will ich teilnehmen, wo will ich mich entwickeln und wo will ich auch Pause machen und welche viele Sachen sind einfach nicht mehr wichtig. Dann vielleicht noch der Mai, das habe ich in Bali in einem Restaurant aufgenommen. Dort war einfach die Katze von der Toilette so vergnügt am Geniessen gewesen. Und ich habe 100 Mal abgedruckt. Und der Satz ist: Es braucht Mut, dass man Ja sagen kann zur Erholung, zum Spielerischen, in einer Kultur, wo Erschöpfung eher das ist, was als Statussymbol gilt. Ja, ich hoffe, es interessiert dich und du kannst bestellen. Die Kalender kommen noch rechtzeitig an, wenn du am Freitag, Samstag vor Weihnachten bestellst, und sie kommen sicher noch rechtzeitig aufs neue Jahr an, sowieso. Vielleicht noch das. Ganz spannend für mich war, ich bin aus einem Lokal rausgekommen, wo ich bei einem interessanten Tanzevent war, wo Dragonfly heisst, Dragonfly Village. Und auf dem Boden ist das abgeknapperte Blatt gelegen. Ich habe es in die Hand genommen und habe so gedacht, ja, das hat irgendjemand gemacht. Und dann habe ich es ein bisschen genauer angeschaut und habe so gesehen, aha, nein, das sind wahrscheinlich wirklich Spuren von einem Insekt, wo dann durch die Riste oder die Rippe von dem Blatt, die Rispe, nicht durchgekommen ist. Und dann habe ich in den nächsten Tagen noch mehr so Blätter gesehen, die abgeknappert sind, aber eben dort, wo die härteren Teile sind vom Blatt nicht haben können durchbissen. Und das hat mich dann inspiriert zu der Idee von der Raupe zum Sommervogel. Das Ende von der Raupe ist der Anfang vom Schmetterling. Was gibt es noch zu sagen? Danke an alle, die seit Jahren das unterstützen, dass ich hier weiterhin meine Gedanken kann in Bildform mit den Zitaten, die ich das ganze Jahr beim Lesen zusammensammeln kann, zusammenbringen und veröffentlichen. Und die kleine Version kommt dann in so einem Päckchen schön eingepackt und wird auch so verschickt. Ist auch ein schönes Mitbringsel oder eben ein Geschenk. Danke fürs Zuhören, guten Rest vom Jahr und alles Gute.